das ist jetzt so das beste Beispiel für keine Kraft. Dass Eva sich so kraftlos fühlt, liegt daran, dass sie seit fast einem Jahr krank ist. Sie hat Brustkrebs. Ich bin, glaube ich, eine von sehr vielen Frauen, vermute ich mal, die sich zumindest bis zu dem Zeitpunkt gedacht haben, ah ja, Krebsvorsorge ja, müsste ich mal wieder machen, aber Der Lockdown hat sie damals zögern lassen. 2 wichtige Monate verstreichen. Bei Julia hingegen wurde der Untersuchungstermin seitens der Klinik verschoben. Weil ich halt so jung bin und weil Corona war und ja, also zigtausendmal weil das und das und das, ist es erst so spät entdeckt worden. In der Studentenstadt Bamberg letzten Oktober. Julia will bald ihren Master in Kunstgeschichte machen, wenn alles gut geht. Sie kommt aus dem Krankenhaus. Im Gepäck eine Tasche mit kontaminierter Wäsche und der Auftrag, sich neue Medikamente zu besorgen. Hi, ich habe ein Rezept. ja, gerne. Dankeschön. Jawohl. Also das sind jetzt quasi die Schilddrüsenhormone, die meine Schilddrüse komplett ersetzen. Also ich nehme die jeden Morgen eine Tablette und das hält mich sozusagen am Leben. Bitte schön. Dankeschön. Tschüss. Wiedersehen. 10 Wochen ist es mittlerweile her, dass Julia ihre Radiojodtherapie bekommen hat. Durch die radioaktive Strahlung, die die Krebszellen zerstören soll, waren auch ihre Kleider noch wochenlang verseucht und wurden in der Klinik verwahrt. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit nur eine alte Jogginghose vom Sportverein an und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich anhatte, muss ich ehrlich sagen. Ja, so Sport-T-Shirts, ich glaube, die haben sie auch gar nicht gewaschen. Sowas erinnert mich dann schon dran, ja, da ist ja noch was so, da ist es nicht alles selbstverständlich und dass ich gerade so leben kann und so gesund bin, das war oder so gesund in Anführungszeichen bin, das war vor 2 Monaten noch nicht so. Ja. Damals war Julia gerade frisch operiert. In 2 Eingriffen wurde ihre Schilddrüse komplett entfernt. Ein bösartiger Tumor ließ keine andere Wahl. Die Tabletten sind inzwischen zur Routine geworden. Wenn ich spontan zu meinen Eltern fahren sollte, dann muss ich welche dabei haben. Oder bei Freunden irgendwie schlafe, dann ja, brauche ich die. Genau. Und ich verteile die immer überall, damit ich irgendwie doch welche auf Vorrat bei mir habe. Jetzt bringe ich die noch gleich zu meinem Bett. Alles fing an mit einer großen Müdigkeit und Niedergeschlagenheit. Ihr fallen Haare aus, sie nimmt zu, obwohl sie nur noch wenig isst. Immer wieder geht sie zum Arzt, doch der schickt sie wieder heim. Im März 2020 bekommt sie endlich die Überweisung zum Facharzt. Doch dann kommt der erste Lockdown. Die haben mich dann, ich glaube, einen Tag vorher angerufen und gesagt, ja, ich brauche nicht kommen. Und ich habe dann gefragt, ja, wie kann ich es machen, wann kann ich wiederkommen? Und dann hat sie zu mir gesagt, sie weiß jetzt auch nicht, wie lange das dauert und wann sie wieder Patienten nehmen. Auch wenn diese ganze Corona-Sache irgendwie total neu war. Aber irgendwie dachte ich mir so, ja, okay, es ist halt ein Arzttermin. Ich habe ja ein Problem und ich würde gern trotzdem zum Arzt gehen. Und jetzt weiß ich nicht mal mehr, ob ich in 4 Wochen kann oder in 2 Monaten oder überhaupt, ob es in einem halben Jahr geht. Nach 5 Monaten Warten endlich der neue Termin. Der Befund? Ein Knoten an der Schilddrüse, den Julia demnächst entfernen lassen solle. Allerdings bestehe nur eine Wahrscheinlichkeit von 3 bis 5%, dass dieser überhaupt bösartig sei. Und die zweite Corona-Welle steht vor der Tür. Boah, will ich da jetzt im Krankenhaus sein? Also mein Gedanke war wirklich, wenn jetzt jeder Arzt mit Gedanken auf diesen Intensivstationen ist, wo Leute irgendwie gerade beatmet werden müssen oder ja, wegsterben und
ich komme dann mit meinem gutartigen Knoten, der halt raus sollte, so. Also können die sich überhaupt genug Zeit für mich nehmen? Und mich kann keiner besuchen. Und da drin ist alles irgendwie total abgeriegelt. Und ich bin da alleine. Also mir war da echt mulmig. Und so vom Bauchgefühl habe ich einfach gedacht, nee, das kann ich gerade nicht. Tatsächlich sind die Intensivstationen zu der Zeit an der Belastungsgrenze. Bilder aus der zweiten Welle. Ärzte und Pflegepersonal kämpfen in Freising um das Leben der Covid-19-Kranken. Immer mehr Infizierte, nur noch wenig freie Betten. Und ein Impfstoff ist noch nicht in Sicht. Nicht nur Risikogruppen sind mittlerweile betroffen. Was zurzeit passiert, ist wirklich schon schwer zu ertragen für uns. Das Alter der Corona-Patienten hat sich verschoben. Der Altersgipfel liegt jetzt zwischen 40 und 60 Jahren. Verschiebbare Operationen sollen möglichst nicht stattfinden, damit Ärztinnen und Ärzte sowie auch die Pflegekräfte von anderen Stationen auf der Intensivstation eingesetzt werden können. Wir haben auch hier im Klinikum Freising unsere Intensivkapazitäten erweitert und kämpfen da natürlich immer jeden Tag dafür, dass wir die Versorgung aufrechterhalten können. Trotz alledem gab es auch in den letzten Wochen Verlegungen nach auswärts, als das noch möglich war. Allerdings war das schon knapp. Das Gesundheitssystem am Limit. Die Nebenwirkungen sehen wir jetzt. Laut einer AOK-Studie sind in den ersten beiden Corona-Wellen die Früherkennungsuntersuchungen bei Krebserkrankungen um bis zu 20% zurückgegangen. Manchmal mit gravierenden Folgen. Eine der Patientinnen, die ihre Vorsorgeuntersuchungen auch wegen Corona hinausgezögert haben, ist Eva. Da ist er. Für die 37-Jährige ist das Reiten heute wie eine Therapie, die ihr hilft, die Erfahrungen der letzten Monate zu verarbeiten. Oh, streck dich doch noch ein bisschen mehr. Ja. Dass Eva hier sein kann, ist für sie keineswegs selbstverständlich. Also es ist schon so, wenn man dann vielleicht auch mal wirklich so ein paar Tage hatte, wo es alles nicht so gut gelaufen ist oder wo man halt auch einfach mal so Arzttermine hatte, die einen auch so ein bisschen runtergezogen haben. Dann kommt man hierher, dann hat man hier so ein paar schöne Stunden und danach ist alles schon wieder halb so wild. Also das ist wirklich so. Ja, das ist unheimlich wertvoll. Bis vor wenigen Wochen war Evas Immunsystem noch so schwach, dass ihre Ärztin ihr wegen der Ansteckungsgefahr mit Keimen den Umgang mit Pferden nicht erlaubt hat. Inzwischen darf sie vorsichtig Schritt reiten. Wie fühlt es sich an, eine Krankheit wie Krebs in Zeiten einer Pandemie durchstehen zu müssen? Evas Krankengeschichte beginnt letzten Januar. Das war wirklich Anfang des Jahres, wo ich das erste Mal auch selber wahrgenommen habe, so. Wie so eine kleine Kastanie, kann man sagen, hat sich das in meinem Fall angefühlt. So, also so. Doch Eva reagiert nicht sofort. Zu hoch ist für sie die Hürde, während des Lockdowns zum Arzt zu gehen. Weil wir haben halt auch wenig Leute so privat auch getroffen oder so. Und wenn ich zu einem Arzt in eine Praxis gehe und da im Wartezimmer sitze, also wenn ich mir es zumindest auch so vorstelle, wie es früher war, ne, oder wie es ja jetzt auch wieder ist, ne, dann sitzen da auch noch diverse andere Menschen, die vielleicht auch was haben. Ne? So verstreicht auch bei ihr wertvolle Zeit. Anfangs hat man ja auch oft gesagt, ah ja gut, 2, 3 Wochen und dann ist wieder, ne? Dass es so lange dauert, hat man ja am Anfang auch nicht so angekündigt. Am 3. März dann die Diagnose. Brustkrebs, bösartig, schnell wachsend. Auch Lymphknoten sind schon befallen. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Chemotherapie von April bis August und anschließend die Operation. Im Moment wird Eva täglich bestrahlt. Ihr Anliegen: sie will mit ihrer Geschichte warnen. Ich will Corona nicht verharmlosen. Ich weiß, es gibt Corona und ich weiß, Corona ist sehr gefährlich. Aber Krebs ist das definitiv auch. Auch Julia musste das erfahren.
Als die Diagnose Krebs feststand, wurde sie zwar schnell behandelt, doch bis es soweit war, dauerte es. Geraten andere Krankheiten durch die Pandemie aus dem Fokus? Was mich so am meisten irgendwie belastet, ist, dass ich mich von den Ärzten nicht ernst genommen gefühlt habe. Auch diese geringe Wahrscheinlichkeit und so. Also klar, die können es auch nicht wissen, aber ja, weil ich halt so jung bin und weil Corona war und ja, also zigtausendmal weil das und das und das, ist es erst so spät entdeckt worden. Jedes Mal, wenn ich irgendwie abgewiesen wurde oder wieder gesagt wurde, naja, mir ist ja alles okay, bin ich mir immer mehr vorgekommen, als würde ich mir es einbilden. Und als es mir auch so psychisch so schlecht ging, bevor überhaupt diese Unterfunktion entdeckt wurde, da hatte ich eigentlich schon so aufgegeben und habe mich schon damit abgefunden, dass ich halt, keine Ahnung, vielleicht einfach faul bin und so viel Schlaf brauche und dass ich halt einfach schnell zunehme und dass das Leben super anstrengend ist. Und ja, also ich habe mich da eigentlich schon mit abgefunden gehabt. All das will Julia jetzt hinter sich lassen. Die 3. Welle ist vorbei. Und heute will die Studentin tun, was alle anderen in ihrem Alter auch machen. Ganz normal leben. Wie haben die Mitbewohnerinnen ihre Krankheit erlebt? Ich glaube, wir haben es eher begriffen als sie eigentlich. Bei ihr kam es dann so nach und nach erst. Ja, war irgendwann die erste OP, die zweite OP. Dann kam sie wieder heim und dann haben wir erst, also wir in der WG, glaube ich, vorher schon ein bisschen mal drüber gesprochen gehabt, okay, ich glaube, das ist ernster, als Julia gerade so erzählt und ich glaube, es ist auch gar nicht so leicht. Sie war wirklich super, super stark. Und ja, nicht weinen, Julia. Es war wirklich, ja, danach dann erst so dieses Bewusstsein da dafür. An diesem Oktoberabend überwiegt die Erleichterung. Zurück bei Eva in Ingelheim am Rhein. Sie ist auf dem Weg zu ihrer Bestrahlung. Ihre Schwester Jasmin holt sie ab. Das ist voll meine Zeit. Ich bin noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, langsam trifft es ganz gut. Ja, ich brauche morgens jetzt im Moment halt schon ein bisschen länger, bis ich so richtig in Gang komme. So, die Füße sind auch so ein bisschen steif und die Hände. Und wenn du länger schlafen kannst, ist dann besser? Nicht wirklich. Fahrdienste gehören zu den wenigen Dingen, bei denen Angehörige momentan helfen können. Jasmin darf die Klinik nicht betreten. Wir haben uns bei der Mammographie einmal in Tränen in den Armen gelegen. Und dann haben wir gesagt, okay, ab jetzt ist Kampfmodus angesagt. Und seitdem ist das auch so. Ja. Und es hat zum Glück bislang alles sehr gut funktioniert. Die Einsamkeit in Zeiten der Pandemie ist für viele brutal. Der Weg, als ich dann da rausgegangen bin, das war so ein langer Flur und sie musste draußen vor der Tür warten. Dieser Flur, der kam mir ewig vor. Das war so ein Moment, wo ich mich so richtig alleine gefühlt habe. Zum 17. Mal wird Eva heute bestrahlt. Mach's gut, Betty. Ja. 19 Termine stehen ihr noch bevor. Auch hier natürlich ein strenges Hygienekonzept, um die Behandlung unter Corona-Bedingungen überhaupt aufrechterhalten zu können. Die Bestrahlung, nur eine Station von vielen, bei der Krebskranke während der Pandemie ganz auf sich allein gestellt sind. Das Strahlenzentrum wird von Ute Metzmann geleitet. Auch sie bedauert die momentane Entwicklung. Das Problem während des Lockdowns war einfach eine ganz große Unsicherheit. Einfach auf allen Seiten, aber auch ganz viele Patienten sind da nicht zum Arzt gegangen. Die Ärztin betont aber auch,
dass es nicht nur einseitig Versäumnisse gab. Zum Teil waren auch Mammografien geschlossen. Das heißt, die Patienten konnten ihre routinemäßige Screening-Untersuchung nicht machen, was dann natürlich auch zu einer zeitlichen Verzögerung führt. Inzwischen hat man aus den Fehlern der ersten beiden Wellen gelernt und hält Mammographien auch während neuer Pandemie-Peaks offen. Ende November. Die 4. Welle entfaltet gerade ihre volle Wucht. Ein Dreh in der Freisinger Intensivstation ist nicht mehr möglich, dafür in der Krebsstation. Die Psychoonkologin Nathalie Anthony hat Dienst. Gerade Krebspatienten leiden unter einem Wechselbad der Gefühle. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da einige natürlich besonders traurig sind und in einer schlechten mentalen Verfassung, schon aus dem Grund, weil sie einfach nicht gut unterstützt werden konnten am Wochenende. Morgen, Anita. Jede Woche beginnt für Nathalie Anthony mit der Patientenkonferenz. Die Ärzte der Station tauschen sich darüber aus, was am Wochenende passiert ist und welcher Patient welche medizinische Behandlung benötigt. Nathalie Anthony hört genau hin. Ein unglaubliches Druckgefühl. An diesem 29. November ist im Freisinger Krankenhaus der erste Tag, an dem keine Besucher mehr erlaubt sind. Der hatte ja eine Pneumonie im letzten Aufenthalt. Nathalie Anthony muss den Trost spenden, den sonst Familienangehörige leisten. Ab morgen Chemotherapie. Sie weiß nun, wen sie als erstes besuchen wird. Ja. Dann hat sich das schon noch mal ganz schön verschlechtert, weil letzte Woche habe ich eigentlich noch gedacht, ich komme jetzt heute Morgen gleich mal zu ihr und Genau. Corona belastet die ohnehin schon angeschlagene Psyche von Krebspatienten zusätzlich. Daran lässt sich wenig ändern. Manche Sorgen seien aber übertrieben und verschlimmerten alles nur, so der Chefarzt der Onkologie. Die Sorge davor, sich Corona im Krankenhaus zu holen, ist meines Erachtens unverhältnismäßig gestiegen. Und dadurch kommt es tatsächlich, also jetzt gerade bei Erstdiagnosen von Darmtumoren, wo also Blutungsneigungen schon beobachtet wurden, schon länger im Voraus, oder auch jetzt, also jetzt aus der jüngsten Vergangenheit, auch jüngere Patientinnen mit malignen Lymphomen, die einfach sagten, ich stehe das schon durch, bis es wieder leichter wird. Ein verhängnisvoller Irrtum. Denn weniger Vorsorgeuntersuchungen führen zu spät entdeckten Tumoren. Der Vergleich zwischen 2019 und 2020 zeigt, knapp 10% weniger OPs im Anfangsstadium. Vor allem in den Bereichen Darm- und Hautkrebs sanken sie fast um 30%. Das Tragische: Im schlimmsten Fall führt schon eine geringe Zeitverzögerung dazu, die Heilungschancen entscheidend zu verringern. Sind Krebskranke die unsichtbaren Opfer der Pandemie? Sie verstehen, dass man dann auch als Arzt versucht, mit dem zu arbeiten, was man hat und nicht groß hinterfragt, wie es gewesen wäre. Da ist der Patient schon selbst sehr stark beschäftigt mit solchen Vorwürfen, also Selbstvorwürfen häufig. Insgesamt würde ich sagen, ja, wir fühlen uns sehr beengt, also sehr wie eine Art Zwangsjacke, wir Ärzte, aber wir schauen da nicht zu sehr auf diese Ängste oder auf diese Missbehagen. Es muss einfach jetzt durchgezogen werden. Inzwischen ist die 4. Welle auch in Franken angekommen. Neben ihrem Studium ist Julia Assistentin für einen Künstler, der im Steigerwald lebt. Aber seit gestern fühlt sie sich krank. Hat sie Corona? Also ich habe irgendwie 5-mal gehustet und hatte Kopfschmerzen beim Aufwachen und habe dann schon gedacht, oh nein, vielleicht hat es mich ja erwischt. Ja, aber gestern war mein Test negativ. Ich hoffe mal, dieser ist dann auch negativ. Und ich glaube, das kam nur davon, dass meine Werte wieder gestiegen sind. Gemeint sind die Werte des Hormons TSH, das die Schilddrüse reguliert.
Dass diese Werte bei der letzten Blutuntersuchung so in die Höhe geschossen sind, beschäftigt sie. Ist der Krebs doch noch nicht völlig verschwunden? Es hat sich so einfach angehört. Ich muss einfach diese Tabletten nehmen. Ich werde dann immer mehr eingestellt, es pendelt sich ein. Und jetzt hat es so einen Sprung nach oben gemacht. Also irgendwie hoffe ich einfach, dass es möglichst schnell wieder runtergeht, weil jetzt habe ich natürlich wieder so diesen Druck oder diese Angst, was ist, wenn da noch was ist und wenn jetzt mein Körper sagt, mehr produzieren und sich da was streut. Dass Julia jetzt schon wieder arbeitet, hat sie entschieden. Die Atmosphäre im Atelier tut ihr gut. Immer wenn es wieder so ein bisschen losgeht, werde ich wieder zurückgeworfen, habe ich das Gefühl. Ja, und also ich habe gestern auch festgestellt, vielleicht muss ich mich mal damit beschäftigen, was passiert, wenn es nicht gut ausgeht. Also auch wenn die Chancen extrem hoch stehen, dass das alles gut läuft, kann es ja auch sein, dass es nicht gut läuft. Und ja, habe ich auch mit meinen Eltern schon drüber geredet, über eine Patientenverfügung. Und ja, also mal zu gucken, was wäre, wenn ich vielleicht nicht mehr so lang lebe. Was Julia jetzt hilft? Raus in die Natur. Die ist auch das Thema der künstlerischen Arbeit von Hermann de Vries. Den Blick auf Kleinigkeiten lenken, den Jahreskreislauf genießen, sich öffnen für Sinneseindrücke. Zum Beispiel für den Duft von Eichenlaub. Eichenlaub. Es kommt vom Boden. Und wenn der Nachtfrost kommt, einmal, dann verschwindet dieser Duft nicht und kommt nicht mehr zurück. Es ist wie so ein kleines Philosophiestudium manchmal hier. Also, und so viele Geschichten, die man hört und so viel Lebenserfahrung. De Vries kommt aus den Niederlanden. Die Basis seiner Werke bilden Fundstücke aus der Pflanzenwelt und aus allen 4 Elementen. Gerade hat er ein neues Projekt begonnen, bei dem Julia ihn unterstützen soll. Er braucht dazu Materialien von einem paradiesischen Fleck auf Erden, den er in den 1970ern selbst einmal bereist hat. Für Julia bedeutet das eine Dienstreise auf die Seychellen. Besonders von Aride. 50 kleine Plastiktüten, für 20 große Plastiktüten. Ja, für Substraten, zum Beispiel Bodensubstraten. Eine Flasche, um Meerwasser mitzunehmen. Und das Kleeband. Ja, okay. Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, dass ich da hinfahren darf und dass das so jetzt passiert. Und ich glaube, wenn ich dann im Flugzeug sitze und das wirklich realisiere, dass ich da jetzt in ein paar Stunden dann da bin, das wird noch mal verrückter als jetzt hier. Trotz aller Euphorie, die Infektionszahlen explodieren, über allem schwebt die Frage, ob Corona nicht auch hier wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Ich mache mir Sorgen darüber, dass vielleicht plötzlich weer das Reizen blockiert ist. En als Julia noch wochenlang oder monatelang isoliert auf de Seychellen blijven muss, ist alles denkbar. Julia nimmt sich deswegen vor, einen großen Vorrat an Tabletten einzupacken. Zurück bei Eva. Mit ihrer Schwester verbringt sie momentan viel Zeit. Jasmin ist schwanger und erwartet in den nächsten Wochen ihr erstes Kind. Für Eva sind solche Pläne leider in weite Ferne gerückt. Sie wird momentan künstlich in die Wechseljahre versetzt, um ihrem hormonabhängigen Krebs die Grundlage zu entziehen. Eine bittere, aber notwendige Entscheidung. Auch für ihren Partner. Wie ist denn das, wenn du jetzt mit Essen oder so beschäftigt bist? Regt sich dann was? Manchmal ja, manchmal nein. Dann sag ja, sie soll aufstehen. Wieso?
Ich würde das auch gerne mal sehen, wie sie so meistens abends. Gymnastik macht. Meistens abends auf der Couch. Okay. Wenn ich zur Ruhe komme, wird sie wach. Danke dafür. Weil Evas Tumor so spät entdeckt wurde, standen sie alle unter großem Druck. Wir haben uns dann auch entschieden, dass wir zum Beispiel jetzt keine Eizellen haben einfrieren lassen, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt einfach, dass für mich die Therapie schnellstmöglich losgeht. Eine Eizellenentnahme ist ja mit einer gewissen Hormonbehandlung verbunden. Und diese Hormonbehandlung hätte natürlich den Tumor wiederum befeuert. Und da wir ja vor der Situation standen, die Lymphknoten in der Achsel waren schon betroffen und du Glück hattest, dass es noch nicht gestreut hat, kam es halt auch wirklich eigentlich auf jeden Tag an. Eine weitreichende Lebensentscheidung, gefällt in aller Schnelle per Videokonferenz. Währenddessen hält die 4. Welle an. Die Psychoonkologin Nathalie Anthony macht Patientenbesuche auf den Zimmern und sammelt Informationen. Es ist mir ganz arg wichtig, dass die Pflegekräfte einfach auch ihre Einschätzung zur Lage von Patienten geben können. Die sind so nah dran. Wir sind letztlich die am nächsten dran sind an den Patienten. Neben stationären Patienten empfängt Nathalie Anthony auch ambulante Krebspatienten. Willkommen. Jeden Montag hat Caroline Rabatter-Büchle einen Termin bei der Psychoonkologin. Sie ist Krankenschwester im Klinikum Freising und hat seit 6 Monaten Brustkrebs. Caroline soll bald in einem anderen Krankenhaus operiert werden. Ja. Bei dir ist ja das genau das Thema. Du hast die OP noch vor dir. Genau. Und eigentlich wäre sie so ungefähr wann? Im Januar. Eigentlich im Januar, gell? Ja, im Januar. Und das heißt jetzt für dich völlig offen, ob das so stattfindet? Ich hoffe nicht. Also ich habe mit meinem Onkologen gesprochen. Der sagt, sie findet statt. Aber ist ja jeden Tag anders. Ich hoffe, er hat recht. Ich mache mir einfach Sorgen, ich habe Angst. Dass es vielleicht nicht so ist irgendwie. Und ich weiß nicht, was dann die Alternative dafür ist. Nicht mehr operiert werden, später operiert werden, warten, bis der wieder wächst, der Tumor. Muss ich dann weiter Chemo machen? Und sowas halt. Selbst sie als Krankenschwester hat die Befürchtung, dass sie wegen Corona nicht operiert werden könnte. Mit Ängsten von Krebskranken geht Nathalie Anthony seit 30 Jahren um. Aber Corona hat alles verschlimmert. Ich versuche halt da auch letztlich auszuwählen, wer braucht es am dringendsten. Also auch da ist letztlich irgendwo nicht die Möglichkeit, alle Bedürfnisse zu befriedigen. Also ganz unmöglich. Und das sind Bedingungen und Umstände, die sich, glaube ich, keiner wünscht. Ja. Die aber, glaube ich, auch, das heißt mal so draußen, nicht gänzlich so klar sind, wie es wirklich ist, wenn man im Krankenhaus sein muss aktuell. Vorsorgeuntersuchungen und Operationen, die verschoben werden, auch weil sonst die Überlastung des Gesundheitssystems droht. Die fehlende seelische Unterstützung, weil Angehörige nicht mit in die Klinik kommen dürfen. Krebskranke sind vielfältigen Zusatzbelastungen ausgesetzt. Ein ganz besonders heikles Thema ist dabei die Aussetzung von Therapien. Ein Beispiel dafür ist Susanne. Sie bekam vor 4 Jahren die Diagnose Darmkrebs. Doch die vergleichsweise leichte Chemotherapie in Tablettenform half damals nicht. Metastasen befallen auch ihre Lunge. 2019 raten die Ärzte zu einer starken Chemotherapie, intravenös, ihre letzte Chance heißt es. Susanne willigt ein, trotz der heftigen Nebenwirkungen. Die sind für mich als Erinnerung gedacht, tatsächlich. So lasse ich sie auch da oben. Es war wirklich nach meiner 20. Chemo, bin ich abends ins Bett. Also sie waren schon ausgedünnt gewesen, waren auch schon kürzer geschnitten gewesen. Ich habe schon Perücken getragen, weil ich so mich nicht mehr rausgetraut hatte. Ich gehe abends ins Bett und hatte das Gefühl, ich schlafe auf ein Nadelkissen.
Lauter Pieksnadeln, überall. Und in der Früh bin ich aufgewacht und dann lagen alle Haare neben mir. Es hat immer noch wehgetan. Alle weg. Susanne ist froh, dass sie die Perücken zurzeit nicht braucht. Eine aber hat sie von Freunden geschenkt bekommen, mit der hat sie noch Pläne. Und die werde ich bestimmt danach aufsetzen. Ein großes Ziel ist nämlich von mir immer noch Paris in die Opera Garnier. Und dafür habe ich mir die aufgehoben. In einem schicken Abendkleid werde ich eines Tages dort sein. Die starke Chemotherapie, die Susanne 2019 anfing, zog sich über ein ganzes Jahr. Den Großteil hat sie bereits durchgestanden, als Corona ihren Therapieplan durchkreuzt. Und dann ging ich eines Morgens in die Praxis und wollte mir eine Chemo holen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Kontakt hatte. Nein, ob ich jemanden kenne. Und ehrlicher Mensch, wie ich bin, habe gesagt, also die Schwiegereltern von meiner Tochter sind gerade in Tirol. Und dann wurde mir der Zutritt verwehrt. Ich durfte keine Chemo machen. Ich hatte 10 Wochen definitiv, obwohl ich im 2-Wochen-Rhythmus war, Chemopause. Ich war sehr, sehr wütend gewesen, nicht zu fassen, weil die Prognose hieß ja, wenn Sie es nicht machen, schaffen Sie es nicht, das Jahr und so und weiter und so fort. Und plötzlich, durch Corona, kriegt man Zwangspausen. Mit einer Ersatztherapie in Tablettenform wurde diese Pause überbrückt. Eine Grundsicherung immerhin. Doch ob die ausreicht? Eine sehr belastende Situation. In dieser Zeit beginnt Susanne zu schreiben. Ein Buch, das sie heute Abend vorstellen wird. Sie hat alle eingeladen, die sie auf ihrem Weg unterstützt haben. Ich habe 1,5 Jahre auf diesen Moment hingearbeitet und jetzt wird es mir schlecht. Aber Aufregung schlecht. Auf einen Menschen freut sie sich besonders. Dietmar Kraus ist der Arzt, der Susanne schließlich doch noch helfen konnte. Die Lungenmetastasen, die sich nicht mehr zurückdrängen ließen, hat er im Sommer mittels Laser entfernt. Ihn wird sie bald noch einmal im Krankenhaus treffen. Bei der Untersuchung geht es darum, um Läuse und Flöhe zu sehen, also die Partikel, die eventuell noch sein könnten in den Lungen. Und schauen wir mal, vielleicht muss bei mir gar nichts mehr therapiert werden. Die Hoffnung teilt auch Dietmar Kraus, umso mehr, da Corona zu der Zeit Deutschland immer noch fest im Griff hat. Wir müssen auch jetzt wieder damit rechnen, in den Winter 21, 22 hinein, dass die OP-Kapazitäten und damit die Behandlungskapazitäten auch für Krebspatienten eingeschränkt werden. Mit den möglichen Folgen, dass eine Behandlung signifikant spät oder zu spät begonnen wird. Zur gleichen Zeit in Ingelheim. Eva ist noch immer viel allein in ihren 4 Wänden. Das riesige Sofa hat sie zu Krankheitsbeginn gekauft. Sie verbringt viel Zeit in den sozialen Netzwerken. Besonders eine Plattform hat es ihr angetan. Die Yes We Cancer App war das, genau. Das ist tatsächlich eine richtig, richtig sinnvolle Sache für alle die halt wirklich nicht mit sich alleine klarkommen wollen, sondern sich vielleicht vernetzen möchten. Dieses Netzwerk ist aber nicht nur für Betroffene und deren Angehörige. Auch Mediziner bieten hier immer wieder Sprechstunden an, zu neuen Therapiemöglichkeiten oder auch zu Krebsarten, die extrem selten sind. Einer der Ärzte, die sich bei Yes We Cancer engagieren, ist Jochen Werner. Er ist Direktor des Universitätsklinikums Essen und leitet dort das zweitgrößte Corona-Zentrum in Deutschland sowie das größte Tumorzentrum. Er kennt die Not beider Patientengruppen sehr genau. Sieht auch er das so, dass Krebspatienten durch Corona aus dem Fokus geraten?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man immer wieder geneigt ist, nur auf die Covid-19-Patientinnen und Patienten zu sehen. Und letztendlich ist das ja ein ganz kleiner Teil unserer Patientenschaft, aber die bringen natürlich vieles durcheinander. Die Zahlen aus dem Essener Universitätsklinikum bestätigen diese Einschätzung. Seit Beginn der Pandemie leiden nur ein Bruchteil der Patientinnen und Patienten hier an Corona. Ein weitaus größerer Teil hat Krebs. Ganz klar, wir haben zu oft, glaube ich, in der Gesamtheit, das beziehe ich jetzt nicht auf unser Klinikum, aber in der Gesamtheit haben wir zu oft zu wenig über all die anderen Patientinnen und Patienten gesprochen, weil immer wieder das Thema nur auf Covid-19 ging. Das empfindet auch Susanne so. Heute steht eine Nachsorgeuntersuchung an. Seit der Lesung ist viel passiert. Die Zuversicht, die sie damals ausgestrahlt hat, scheint verloren. Die Stimmung ist umgeschlagen. Ich muss eine Untersuchung, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht, aber fühle, dass es nicht gut ausgeht. Das war noch in meiner Arbeit, da habe ich mich gebückt und hatte Blut im Mund. Ich will es lieber nicht wissen, ehrlich gesagt. Weil bisher ging es mir gut und seit einer Woche geht es mir einfach schlecht, weil ich nur an den Termin denke. Hoffen, bangen, weiterkämpfen. Begleitet vom Auf und Ab der Inzidenzwerte. Ich weiß, was ich für eine Prognose habe. Die habe ich überschritten. Habe ein paar schöne Zeiten noch geschenkt gekriegt. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Noch weiß sie nicht, dass sie das Krankenhaus in den nächsten beiden Wochen nicht verlassen wird. Vorweihnachtszeit in Franken. Alle Weihnachtsmärkte sind abgesagt, die Unis sind geschlossen. Julias Mitbewohnerin und ihre Cousine wollen mit Julia skypen. Sie ist tatsächlich abgereist. Doch die beiden sorgen sich, weil seit heute Omikron die Nachrichten beherrscht. Hallo! Oh Gott, sieht ja mega cool. Du hast ja richtig schönes Wetter. Ja, es ist mega schön. Es ist traumhaft. Ich kann euch noch mal das Wasser zeigen. Das ist wirklich, ja gut, hier sind jetzt Algen. Vorhin habe ich mich dann mal in diese Wellen gesetzt und saß irgendwie eine Stunde da und habe aufs Wasser geguckt und fand das so schön, dass ich jetzt irgendwie hier sein kann und das erleben kann. Und ja, es ist mega. Ich habe allerdings jetzt heute Morgen mit Hermann telefoniert und er hat gesagt, dass die ersten Flüge aus südlichen Afrika, Südafrika und so weiter schon gestrichen wurden. Und er meinte, ich soll eigentlich so schnell wie möglich heimkommen, jetzt nicht. Hast du da jetzt irgendwie ein bisschen Stress, dass du jetzt denkst, du kommst vielleicht nicht mehr jetzt zurück, wenn du auf den Flug am Donnerstag wartest? Oder? Also ein bisschen Angst habe ich schon, ein paar Bedenken habe ich schon, ja, dass ich da nicht mehr dann wegkomme. Ich weiß nicht, wie sehr Risikogruppe ich jetzt gerade bin und wie hier die Versorgung wäre, die medizinische oder so. Also ja, es ist halt alles sehr abenteuerlich gerade. Trotz hoher Inzidenz und schlechter Hormonwerte ist Julia aufgebrochen. Eine Entscheidung gegen die Angst und voller Lebensbejahung. Doch nun muss sie ihr Abenteuer abbrechen. Hi, ciao, ciao. Jo, ciao. Es ist inzwischen Mitte Januar und Omikron hat sich, wie angekündigt, rasant ausgebreitet. Heftig wird seither über eine Impfpflicht gestritten. Und die Frage stellt sich, soll man dann an dieser Regelung festhalten? Soll man eine Impfpflicht gesetzlich verankern? Wir laufen im Moment dem Problem eigentlich hinterher, weil das jetzt abebben wird. Wir müssen aber die Diskussion in meinen Augen führen, weil irgendwas wiederkommen wird. Und richtig wäre es gewesen, wenn wir die Impfungen eben viel früher zur Pflicht gemacht hätten. Dann hätten noch mehr davon profitiert, die inzwischen leider auch verstorben sind.
2 Wochen hat Susanne nach unserem letzten Treffen im Krankenhaus verbracht, um nach der Ursache für ihren Bluthusten zu suchen. Heute hat sie einen Termin beim Lungenspezialisten. Er will mit ihr den Befund besprechen. Naja, die ganzen Erinnerungen, die hier sind und jetzt ist das Untersuchungsergebnis und das ist immer nicht einfach. Was kommt als nächstes? Wolfgang Brückel leitet die Lungenabteilung im Nürnberger Klinikum. Der Bluthusten, der Susanne so große Angst gemacht hat, erweist sich als Nachwirkung der Operation im Sommer. Dafür gibt Professor Brückel Entwarnung. Allerdings wurde ein neuer Tumorherd entdeckt. An der Rippe sozusagen da im Bindegewebe. Also der liegt nicht in der Lunge, sondern der liegt sozusagen da im Bindegewebe, Fett, Muskelbereich. Es ist zum Glück soweit abgegrenzt, soweit man es hier beurteilen kann, von der Rippe. Das heißt also, es hat die Rippe nicht betroffen und Herr Kraus hat diesen Herd sozusagen in einer Operation hier komplett entfernt. Professor Brückel ist hoffnungsvoll. Wie schätzt er die Folgen der Unterbrechung ein, die Susanne damals während ihrer Chemotherapie in München hatte hinnehmen müssen? Eine Pause, ohne dass es der Patient es wünscht oder dass es Gründe dafür gibt im Sinne von Nebenwirkungen, ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Also 10 Wochen ist schon, ehrlich gesagt, eine sehr lange Pause. Im Einzelfall kann man aber trotzdem nicht sagen, ob das jetzt irgendwo dann zu dem Tumorprogress oder was geführt hat. Aber die persönliche Nähe und die persönlichen Emotionen, die fehlen, wie gesagt, im Arzt-Patienten-Verhältnis, aber auch Patient-Angehörigen, das ist für mich eigentlich momentan das größte Hemmnis. Und das tut mir auch persönlich oft sehr, sehr weh. Ja. Wie wichtig diese Zuwendung ist, zeigt sich auch heute wieder. Wow, mir geht's gerade super. Die ganze Anspannung ist weg und die Prognose ist ja doch nicht so schlecht. Und ich bin einfach glücklich gerade, dass ich die ganze Welt umarmen könnte. Und Eva? Sie hat inzwischen ihre Strahlentherapie beendet und ist nun auf dem Weg zurück in ihr altes Leben. Heute steht Fitnesstraining mit Hilfe eines Elektrodenanzugs auf dem Programm. Ich arbeite mich jetzt mit Spaß wieder hoch. Da fühlt man sich dann doch wieder so ein bisschen, klingt blöd, wenn man das Wort normal benutzt, aber ja, eigentlich es wird wieder normaler. Also der Alltag besteht wieder mehr aus Sachen, die Spaß machen, als aus Arztterminen. Den Körper und die eigene Kraft spüren, statt sich nur ausgeliefert zu fühlen. Das ist Evas Strategie. Sie weiß sich dabei von ihrer Familie gestützt. Krebs wird immer ein Thema sein in meinem Leben. Krebs wird niemals kein Thema sein. Das ist mir klar. Aber mir ist auch bewusst, wie viel Glück ich trotzdem hatte. Ich glaube auch, und daran glaube ich ganz fest, die Einstellung ist so wichtig für den Behandlungserfolg. Wenn man sich schon aufgegeben hat, ist es auf jeden Fall schwierig. Nicht aufgeben geht leichter, wenn man sich getragen und gehalten fühlt. Auch durch eine medizinische Versorgung, die alle im Blick hat.